Und zwar speichern wir wieder da oben. Tja, uns fehlt immer noch irgendwas für den Bettwärmer. Darin war ja keine Kohle, oder? Dass da irgendwie so Kohle, Keller oder Speicher ist. Einen Kran können wir auch nicht betätigen, oder? Na, das Ding funktioniert ja nicht. Die Walze dreht sich immer nach links. Die Walze dreht sich nach links. Hier wird die Kransteuerung übersetzt. Aber mit gerissenem Riemen funktioniert sie nicht. Mit gerissenen Riemen haben wir... Können wir das nicht als Riemen hernehmen? Der Riemen überträgt die Kraft auf die andere Walze. Ich fürchte, ich brauche noch einen zweiten Riemen. Ach so, jetzt hat. So, jetzt fehlt uns noch ein zweiter. Wie schaut es mit dem Gürtel aus? Beide Riemen sind befestigt. Ich sollte gleich ausprobieren, ob sie nun funktioniert. Ja, jetzt... Das schaut doch gut aus. Und jetzt müssen wir... Es sind jetzt beide Riemen befestigt. Der Kran sollte sich wieder steuern lassen. Der Kran sollte sich wieder steuern lassen. Was war da hinten noch mit für Heavy? Das Ding, nur Pumpe. War das. Ein kleiner, sehr kurzer Metallstift ist zerbrochen, der den Pumpenarm an seinem Platz hält. Mit einem ähnlich geformten Gegenstand könnte ich die Pumpe aber vielleicht wieder reparieren. Mit einem ähnlichen Gegenstand. Das ist nicht der Zweck eines Bettwärmers. Ja. Dann gehen wir mal auf, denn der Kran sollte sich wieder steuern lassen. Jetzt nehmen wir vielleicht einmal Seilführung nach hinten. Seil hochziehen, Kran nach links und Kran nach rechts. Dann nehmen wir mal hochziehen. Der Haken, mit dem das Rettungsboot am Kran hing, hat sich in einer Luke verfangen. Der Kran könnte aber sicher auch ohne den Haken noch nützlich sein. Ja, bestens, oder? Jetzt wo er funktioniert, jetzt reißt er ab. Und das hat jetzt eigentlich nichts gebracht. Aber wo ist jetzt der Haken hingefallen? Hängt der? Ich habe jetzt also meine Vermutung, dass der jetzt da drinnen hängt. Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Doch Oben nicht. kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Doch nicht, ich hätte gemeint. Oder, können wir? Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Nee, okay. Hätte ja sein können. Ja, und wo ist jetzt der Haken? Hier gehen wir. Die Kette könnte sicher hilfreich sein, um die Ladung zu entfernen. Aber sie direkt hier anzubringen, geht nicht. Ja, aber wo ist denn jetzt...
Der Haken, der ist doch runtergefallen. Und zwar auf das Gitter. Jetzt werden wir da rausschauen. Da ist das Deck des Schiffes. Ich kann nicht viel erkennen, aber ich sehe über dem Deck ein großes Gerüst. Womöglich ein Kran? Jetzt können wir den dran, ja, aber es bringt uns nichts. Ach so, jetzt aber. Jetzt schaut die Sache schon mal besser aus. Jetzt können wir nämlich der Kran ist an der richtigen Position, um die Ladung zu heben. Nur ist das Seil nicht lang genug. Jetzt ist es wieder nicht lang mehr. Das heißt, wir müssen auf zu der Wartungsluke. Halt, da auf. Jetzt werden wir mal da reinschauen. Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran. Das Handlock ist nicht stark genug, um großen Belastungen standzuhalten. Aber die Kette. Nun ist das Seil lang genug, um den Boden zu erreichen. Okay, jetzt bräuchte man eigentlich nur noch unten Eihänger und dann noch umziehen. Perfekt. Das Seil ist jetzt lang genug. Ja, aber jetzt müssen wir es erst einhängen, oder? Oder ist das schon... Die Kette ist jetzt mit der Ladung verbunden. So Okay. kann ich die Ladung heben. Jetzt können wir auf und dann heben wir mal die ganze Sache an. So, Seil noch hochziehen. Und ich hoffe, das hält das Ding. Da außen können wir nicht, weil das Boot noch davor ist. Aber wir können auf jeden Fall unten weiter. Ja, zu einem haben wir dann die kaputte Tür. Und dann haben wir da die geheimnisvolle Tür. Oh mein Gott! Der Schrei kam aus dem Raum hinter dieser Tür. Was ist das für ein seltsames Leuchten? Ich fühle mich so schwach. Ah, die Wirkung des Mittels lässt nach. Kannst du mich hören? Wo bin ich? Sprich, wenn du gefragt wirst, Kleine. Du bist auf hoher See, kein Land weit und breit. Meine Eltern. Wo? Du fragst als erstes nach deinen Eltern? Das ist schon fast überraschend. Wer sind sie? Wo bin ich? Ich bin Dr. Eduardo Juarez. Nenn mich einfach Doktor. Ich bin schon gespannt darauf zu sehen, wie es in deinem Kopf aussieht. Was? Lassen
Lassen Sie mich in Frieden. Ich will wieder nach Hause. Das geht nicht. Du wirst nie wieder nach Hause können. Lassen Sie mich in Ruhe. Bitte. Das kann ich nicht tun. Warum? Wer sind Sie? Ich sehe später wieder nach dir. Wir beide werden noch eine lange, lange Zeit miteinander verbringen. Hallo, Kleine. Ich wollte dich mal mit eigenen Augen sehen. Mein Name ist Cäsar. Und du heißt Fiona? Was für ein lieblicher Name. Und du bist wirklich wunderschön. Du hast wunderschönes Haar. So hübsch. Ich komme später wieder, wenn meine Schicht zu Ende ist. Dann werde ich wieder nach dir sehen. Was? Komm hierher. Schnell. Hier hinter der Wand. Ach so, sprechen wir jetzt das Mädchen, die Fiona? Ich kann dich nicht sehen. Wo bist du? Und wer? Kennst du denn meine Stimme nicht mehr? Ich bin es, Ruben. Ruben? Hast du mich etwa vergessen, Schwester? Du bist also mein Bruder. Was haben sie dir nur angetan, Fiona? Ich weiß nicht. Glaub den Erwachsenen kein Wort. Sie wollen dir nicht helfen. Keiner an Bord will das. Das ist ein Schmugglerschiff. Mit seinen schwarzen Segeln fährt es über das Meer. Und es hat gefangene Kinder an Bord. Aber der Doktor? Er nennt sich Doktor, aber er will dich nicht heilen. Du wirst verkauft werden. Oder er wird Sachen an dir ausprobieren. Schreckliche Sachen. Das kann doch nicht sein. Hör mir zu. Er hat dich entführt. Und er hat dir etwas eingeflößt, das dich schlafen ließ. Ich bin im Raum hinter dieser Wand. Inzwischen habe ich viele Dinge erfahren. Sie reden viel und ich kann dir helfen zu fliehen. Was soll ich nur tun? Du musst tun, was ich dir sage. Dann kann ich dir helfen. Aber nur dann. Wie willst du mir helfen? Ich habe so große Angst. Beruhige dich. Vertrau mir. Du musst genau das tun, was ich dir sage. Ich kann dir den Weg zeigen. Ja, ich versuche es. Sehr gut. Also, als erstes musst du einen Weg aus diesem Gefängnis finden. Erkunde alles. Irgendwie kannst du dich sicher befreien. Du bist klug. Du kannst es schaffen. Ja, wir spenden jetzt wirklich die Fiona. Und da haben wir einen Lappen. Der Lappen ist ziemlich dreckig, aber vielleicht kann ich ihn noch gebrauchen. Ja, im Inventar haben wir jetzt den Lappen. Eine Halskette. Das ist mein geliebtes Amulett. Meine Eltern haben es mir zum Geburtstag geschenkt. Und ein Kuscheltuch. Mein Taschentuch. Habe ich schon seit meiner Geburt, glaube ich. Okay, wir machen aber eine kleine Pause. Und beim nächsten Mal geht es dann mit der Fiona weiter.